Tja, Freunde, in der letzten Folge haben wir es nicht nur geschafft, eine neue Mega-Entwicklung zu sehen, sondern wir haben auch Canarys Großvater kennengelernt, der, naja, anstelle von ihr irgendwie Mega-Entwicklungen, beziehungsweise anstelle von ihr halt diese Auftritte gemacht hat. Ja, er kann auch Mega entwickeln. Und er hat einen Mega-Stalobor. Wie krass ist das denn bitte, dass ein Stalobor hier eine Mega-Entwicklung bekommen hat? Ein Gen 5 Pokémon. Und Dornstein auch cool. Und ich meine, ja, ich habe einen Stalobor im Team, was ich gerade trainiere, also. Ist ja durchaus möglich. Wo geht's denn? Achso, da war die Abkürzung, genau. Hier ist ja die Halle. Durchaus möglich, dass wir auch bald mal einen Mega-Stalobor haben, ne? Gut. Aber jetzt endlich mal zu Canary. Hier drin soll sie wohl sein, ne? Yes, Mann, ich habe einen Highscore geknackt. Ein fettes Sau, wenn alle meine Fanaries und PvP-Quiz mit dabei waren, jetzt meinen Livestream folgen wollten. Bin gleich wieder da, ja? Da hier hinten läuft mir gerade was, das er fix klären muss. BRB-Chat. Ja, be right back, Chat, ne? Fix muss vor allem. Mein Opa hat mir schon von dir erzählt. Er meint, du hättest das PvP-Quiz gewonnen, weil es jetzt ein Aufstiegsmatch gegen mich. Ja, deine Motivation ist echt next level. Aber ich hätte eigentlich mehr Bock auf weiter streamen. Cancel, wenn ich nicht kämpfe? Ja, das muss ich schnell abhaken, ne? Ja, keine Sorge, es dauert nicht lange. Pass bloß auf, mein Liebes. Der Bursche hier ist echt mit allem Wasser gewaschen. Ach, Opa, aufpassen solltest lieber du, wenn du das nächste Mal als Canary auftrittst. Kannst du unseren Kampf aufnehmen? Vielleicht hau ich ihn später im Stream raus. Verlass nur auf mich, Mann. Ich werde alles aufsehen und dich ordentlich anfeuern. Das ist echt ein cooler Opa. Und vor allem, dass er noch so technikaffin ist. Meine Jungs und ich machen so eine Stimmung wie 100 Fanaries. Donner Squad. Eigentlich mal eine coole Attacke, ne? Speedrun kannst du haben. Kleines. Gar kein Problem. Es ist nicht so, als würden mir Pokémon-Kämpfe keinen Spaß machen. Ich bin im Ziel Royal ja auf Rang F. Aber für mich geht nun mal nichts übers Zocken. Und trotzdem will ich mir Rang A schnappen, um noch mehr Reichweite zu haben. Ja, sorry, aber daraus wird nix. Donner Squad? Dazu sage ich nur Earthquake. Canary ist da. Ein Elisard. Na dann. Das war knapp. Flunschlig. Ist auch ein Elektro-Pokémon. Oh oh. Lass mich raten, keine Mega-Entwicklung. Ja, das Vieh hat eine gewisse Power, da kann ich nicht abstreiten. Sind noch eins? Ah, stimmt, ja, ich trottel. Oh, lass mich raten. Ja, war ja klar. Das Vieh kann auch eine Mega-Entwicklung mittlerweile, ne? Aber Zaplarang ist doch auch ein Gen 5 Pokémon. BTF. Ja gut, der muss halt auch mega entwickeln.
Okay, das ging schnell. Aber keine Wahl. Wenn sie bis Pokémon einsetzt. Megamorph! Das Vieh war alles andere als schlecht, ne? Rangaufstieg wird eingeleitet von F zu E. Nur noch D, C, B und A, ne? Also viel haben wir nicht mehr vor uns. Was war das? Hast du ausgerutscht oder was? Die Katze über die Tastatur gelaufen oder wie? Aber Canary, sie schnutet sieht man wirklich überhaupt nicht, Mann. Das und habe es allein deine Schuld, du bist voll gemein, Opa. Also vollkommen recht, mein Liebes. Hä? Echt jetzt? Okay, dann verzeiht mir nochmal. Was ist denn das für eine? Sorry. Ich eskaliere immer komplett, wenn ich verliere. Wenn ich bei einem Gaming-Stream was vergeige, bleibe ich entspannt, weil ich weiß, man ist Vernehmen, mich trotzdem supporten. Aber weißt du was? Ich glaube, ich sollte mich mal wieder öfter Pokémon-Kämpfe wagen. Der Kampf mit dir gerade war Lit. Lit? Was ist ein Lit? Das will ich dir was schenken. Voltwechsel. Okay. Was? Du als einen signierten Anhänger. Ihn nur beiseite zu tragen, sorgt schon für gute Laune. Okay. Und du mir von nun an auch nur noch ein klitzekleines bisschen supporten würdest, wäre ich echt super happy. So, dann gehen wir wieder streamen, wa? Der Chat ruft, Peace out. Das heißt Back on Keyboard oder so. Ja, nicht mehr, ne? Spur haben wir früher gebracht. Jojo! Glückwunsch zu Rang E! Ich fand es aber irgendwie nicht cool von Canary, so er diesen ganzen Fehlerfans mitmachen muss, ehe er sich zu einem Aufstiegsmatch gegen dich herablässt. Was sind solche Fehlerfans? Du kapierst es einfach nicht. Wie? Ein Star wie Canary ist nicht so leicht. Du musst natürlich wieder auf ihre Seite schlagen, wenn nicht anders erwarten. Webber spürt etwa einen Haufen moralischer Unterstützung von dir? Sag mal, was für ein Mensch ist Canary eigentlich, wenn sie gar nicht streamt? Das scheint nett zu sein. Ach, übrigens. Du bereist Kalen den signierten Anhänger. Du bist der Beste. Diesen Schatz werde ich mir meinen Augapfel hüten. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass Kalen sich so aufrichtig über etwas freuen kann. Hätte keiner gedacht. Scheint ganz als erst endlich auf den Geschmack gekommen. Also los, hau rein. Croissant Curry. Fluid ist auch ganz entspannt. Juhu. Kampfsektor Ende. Wow. Kaum was verdient. Am nächsten Tag. Wie so üblich, der Wecker klingelt. Ja, was soll er auch sonst tun, ne? Uff. Guten Morgen. Nach Schimmen heute einfach mal nichts passiert. In Illumina ist manchmal zu viel los. Das glaube ich kaum. Was ist denn das gerade für ein Sound? Ist das der Lift-Effekt oder was? Junge. Guten Morgen. Ist Kale nicht da? Oder kommt er schon? Doch bin ich, morgen. Du wirkst schlapp. Hast du etwa bis spät in die Nacht genäht? Ich habe mir keinen Stream angesehen. Der war echt top. Sie hat die ganze Zeit davon geschwärmt, wie toll ihr Mega-Slapperang ist. Der Kampf scheint ihr Spaß gemacht zu haben. Michael hat gegen die Streamerin und ihr ach so cooles Slapperang gewonnen. Heißt also, er ist offiziell noch cooler. Hey, sie hat einen Namen. Canary. So oder so, ihr Mega-Slapperang ist total stark.
Wieso kommt man eigentlich ohne Mega-Entwicklung und Boost-Attacken kaum gegen eine Mega-Mani-Entwicklung an? Weiß ich doch nicht. Der Auslöser dafür ist eine Mega-Essenz und über die wissen wir so gut wie gar nichts. Wir wissen nicht mal so richtig, wie eine normale Mega-Entwicklung funktioniert. Ja, ihr vielleicht nicht. Sorry, dass ich gefragt habe. Oh, das ist Vincent. Ich hoffe, du verlangst nicht, dass wir uns 24 Stunden am Tag für dich abrackern. Lass mich ran, es gibt wieder Mega-Mini-Entwicklungen, richtig? Okay, schick uns die Details. Ihr habt's gehört, oder? Das ist zu früh für sowas. Ja, schon kapiert, Mann. Die nächsten 3, ne? Ja, schauen wir mal kurz an. Neue Wildsektoren verfügbar. Ja, aber ich will erstmal hier alles mitnehmen quasi. Bei Wildsektoren kann ich alles in parallel dazu machen. Also wie sieht's aus? Das Meeting ist eröffnet. Ort Nummer 1 ist Bezirk 500 Zonen wert. Es ist ein Bibor. Mega Bibor, ja. Dann haben wir Mega Resladero. Und Mega Banet. Und als Ausrede können wir vielleicht als Werbung benutzen fürs Hotel. Oder als Ausrede dafür, dass keine Gäste kommen. Tja. Also bitte Kehlen. Natürlich werden wir Werbung fürs Hotel machen. Ich habe auch schon unser Slogan. Zimmer mit Aussicht auf Megamanie-Entwicklungen. Dann dürfen wir die Megamanie-Pokémon aber nicht mehr besänftigen. Was meinst du, Michael? Das Hotel Z hilft. Also hätten wir uns doch bestimmt freuen. Wer schon da ist, so ein Megamanie Bibo. Gott, hey. Lass mir die Scherze, bitte. Ich habe das gar nicht ernst gemeint. Klaro. Dauer schweift gerne ab. Das stimmt überhaupt nicht. Zuerst muss jemand das Megamanie Bibo in Bezirk 5 Zonen Wert besänftigen. Megamanie Bibo. Und dann Resladero. Und da ist Banet. Und dann komme ich und hau sie alle weg. Banet also. Na super, hoffentlich werde ich nicht verflucht. Wir kommen total vom Thema ab. Kommt schon, bleiben wir bei der Sache. Magel ist auch diesmal wieder unser Ass im Ärmel. Ja, Team MC, eilt zur Hilfe. Banet war mal eine Plüschpuppe. Eine Plüschpuppe wird genäht. Ich bin gut im Nähen. Was? Was ist das für eine Aussage? So. Also, Riolu, ja, erstmal vielleicht ein bisschen Attacken verwalten, nochmal ganz kurz Luki Luki machen. Ich meine, hier muss ich nicht Großes machen. Dass Pantagruel eigentlich Gigasauger lernen kann. Tja. Man lernt nie aus, ne? Durengard, ja, Durengard. Eigentlich ja schon ein cooles Pokémon, aber so lange dauert zum Switchen bei ihm ist ein bisschen nervig tatsächlich. Müssen wir mal schauen. Stimmt, da ist Eisenschädel drin, ne? Das ist natürlich jetzt praktisch. Statt Psychoklinge, ne? Braucht eigentlich nicht mehr. Also eigentlich hier zum Boosten, hier zum Switchen, hier zum Angreifen. Könnte man so machen, ne? Die Attacken, ja, TMs. Schaufel ist eigentlich schon cool, ne? Vielleicht wäre Erdbeben besser. Ich weiß aber gar nicht, ob es in dem Spiel überhaupt Erdbeben gibt, ne? War das nicht eine der Attacken, die es bei Legenden Arceus gar nicht gab? Habt irgendwie sowas im Hinterkopf, aber. Vielleicht, täusche ich mich ja auch. Du hast sonst auch nichts, ne? Und Riolius. Das Dampfwalze lernen. Ja. Ruckzucki, da ist schon Patronenhieb drauf, ne? Finde ich eigentlich schon cool. Eishieb, ja. Eishieb anstelle von Scanner, weil Scanner. Ja, wir gucken mal, ne? Vielleicht bringt sie doch was. Aber eine stärkere Kampfattacke hätte ich gerne bei dir.
Schwierig, ne? Ja, wir gucken mal. Zurück mit den Boxen mal gucken, ne? Ich meine, Turtok hat ja dasselbe Level. Passt eigentlich schon. Kann mich gar nicht wieder rausnehmen, temporär. Pandagro auch. Die zwar auch wieder mal ein bisschen trainieren, andererseits ist ja auch ein Elite-Viech, ne? Meinst du recht, hey, Pandagro, eigentlich ein cooles Pokémon, durchaus. Ja, was ein bisschen außen vor, ne? Was ein bisschen schade finde, mehr zu sein. Ist auch wieder rein. Nach Balgoras erstmal wieder raus. Für Fiaro wieder rein. So, mal gucken. Ich habe jetzt trotzdem noch 2 Pokémon mit Mega-Entwicklungen, ne? Ne, nur 1 aktuell im Team, okay. Ja, wird aber auch fürs erste Mal reichen. Ja, so sieht es denn so generell aus, ne? Da ist Mega Bibo. Okay, jetzt habe ich hier Zone 12. Okay. Zone 11 auch. Zone 13. Das ist schon mal ein Plan irgendwie, ne? Dann haben wir hier Café Adonis. Da kann man auch trainieren. Sidequest, direkt hier ein innerhalb des Gebiets, okay. Jetzt gehe ich mal hier schnell raus und holen gerade die in der Umgebung, ne? Etwas Cooles zeigen. Und das wäre... Was willst du mir zeigen? Deswegen bringt ihr jetzt eine besondere Technik bei. Sie heißt Rotom Gleitflug. An einem hohen gelegenen Ort runterspringst, kannst du mit A den Rotom Gleitflug aktivieren. Ernsthaft? Wir fliegen mal anders, ne? Aber ich komme da rüber? Tatsache. Ja, da vorne ist es schon. Ja, du machst mal auf den Weg, ne? Ich habe anderes zu tun. Wow. Ui, 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 ui. Jetzt kommen natürlich an Orte, die vorher gar nicht denkbar waren, ne? Das ist natürlich jetzt praktisch. Bunte Schraube. Ein Unrat-Hytox. So. So, was hast du Schönes für mich? Kampf. Was Attacken als Fallen? Feuer oder Felsen oder sowas? Eher seltener tatsächlich. Phase verfallen. Die könnten dir gefallen. Quest 41 bereits, Junge. Ich glaube, Fiaro ist eine schlechte Idee. Wenn da jetzt so etwas wie, wie ist der Steintage davon schon wieder? Felssplitter, nee. Mann, ja, wir werden es gleich sehen. Und Onyx. Oh, ich habe ein Problem. Ich habe immer noch ein Problem, aber jetzt muss ich einfach hinhauen. Delegator? Tolle Falle. Das hat Schwerttanzen gelernt, mein Pokémon. Ah, Tarnsteine war es, ja genau.
Deponitox! Also das Giftviehmüll. Giftmüll-Pokémon irgendwie so. Tarnsteine, Giftspitzen, ja, das ist schon eine üble Kombi. Du hast gewonnen, obwohl ich das Elefant in den Weg gelegt habe. Ich bin beeindruckt. Vorsicht vor Fallen. Stachler, das ist auch sowas, stimmt. Ja, wobei ich zugeben muss, Stachler in einem Spiel könnte durchaus cool sein. So, erstmal kurz heilen und wir nochmal schauen, ob es irgendwas Neues gibt für uns. Das ist ein Wigimark, ein Grillmark. Und habe ich bereits. So, schön heilen. Superbälle. Es gibt Endhürbälle zu kaufen. Na Gott sei Dank. Das ist noch ein bisschen teuer. Bin noch ein bisschen vorsichtig damit. Da macht keine Tränke, ne? Ich schätze mal, wenn es ums Thema Heilen geht, nimmt zuerst immer die Tränke, die er aufbraucht. Also quasi Autoheilen, ne? Wird immer zuerst die Tränke sein, die er nimmt. Hyperheiler. Ja, das geht eigentlich noch. Die Sidequest war oben, okay. Jetzt will er bunte Schrauben. Hast du noch ein paar? Hä? Er spricht von bunten Schrauben und gibt dann... Okay. Frag nicht. So, was ist hier los, ne? Warum ist der Lift kaputt? Hol Lift mit Strommangel. Ich meine, wir haben einen Ampharos, reicht das nicht auch? Was stand da gerade? Ja, wird wohl das so hinkriegen mit Ampharos. Wow, er geht wieder! So schnell kann es gehen, Freunde. Mal ganz kurz hochgehen zum Schauen, was wir da so haben. La Baby. Wir waren schon mal hier oben. Ja, weil man natürlich hier auch cool Megasplitter farmen kann. Ne? Ist gar nicht mal so eine schlechte Idee eigentlich. Ups, Entschuldigung, Taubsi, hatte ich gar nicht gesehen. Oh, Scanner, falsche Attacke. Eisenabwehr, oh, kann man machen. Gehst du da hoch, Kumpel? Ich komme da nicht hoch. Ernsthaft jetzt? Ich glaube das einfach nicht, ey. Warte mal, wo waren wir? Ich sage, das haben wir gemacht. Da ist noch eine drin. Ist eigentlich generell so aus einem Sidequest, ne? Ich meine, 41. Ja, da fehlen noch ein paar, ne? Das größte Carpador, 38, 39. Das ist eigentlich bereits Bezirk 11, ne? Da wäre gar nicht mal so schlecht, ne? Also zuerst mal schnell da reingehen. Eine Sidequest zu holen, dann gehen wir zu Bezirk 11 und gucken uns da mal nach um. Bin eh voll drin, ne? Ah, hier war der scheiß Hundemann schon wieder. Hat er komplett vergessen.
Guck mal, Riolo. Hallo. Der Typ Fee. Ja, Feen-Pokémon sind so cool, Mann. Wenn er stärker ist. Wir fahren den Typ Fee. Oh weh. Ja, da war ganz kurz noch. Mal gucken. Ja, schnell ein Durengar, ne? An die Spitze. Dann kann ich fix mit Stahlattacken kontern. Piii. Flauschling. Ja, der Wechsel bei Durengal ist aber zu lange. Das ist leider ein bisschen doof. Das ist bitter. Ja, die bittere Pille muss leider schlucken. Ja, dabei sind sie doch so toll, Mann. Wenn du dich nur auf einen Typ spezialisierst, wird es alle Punkte in deinem Team dieselbe Schwäche. Ich will der Typ Fee trotzdem treu bleiben. Typ Fee, Mann! Ja gut, ich meine, die Carlo-Spiele, ne? Waren ja auch, 6. Gen war halt auch die erste Generation mit dem Typ Fee. Von dem her ja eigentlich auch cool. So, jetzt muss ich dann im scheiß Hundemann vorbei. Da schnell raus und dann hier bei Gebiet 11 rein. Natürlich, Hundemann haben wir natürlich gehört. Wie könnte es anders sein, ne? Oh, ein Despotar, nicht gerade ungefährlich. Das sind Sazenia da unten. Team Flair Ball zu drehen hat früher wohl 5 Millionen Dollar gekostet. Team Flair. Ja, ja. Die verspüren keinen Flair mehr heutzutage. Oh. Natürlich habe ich hier direkt Elite-Pokémon. Gut, Flagman habe ich schon. Flunschlig ist neu. Na gut, gegen Flunschlig ist ja ein Elektro-Pokémon, trotz allem. Was macht das Vieh da? Warum kommst du plötzlich her, Bummer? Unschlick. Will ich auch mal ganz kurz Ruhe haben, das wäre ganz nett, dankeschön. Na du? Sag mal. Ich muss mal kurz raus. Boah. Was war denn das gerade? Oh, ernsthaft?
Hä? Das macht kaum Schaden. So, Hund ist gefangen. Ja, ich muss sowieso ein paar haben, wenn er die ganzen Frisuren und so machen will. Lamus ist aufgewacht. Also mein Anschleichen, das... Sorry, bei Legenden Arceus ging das viel besser. War auch viel gemütlicher, also viel mehr hier so Grünflächen und so, die auf einmal praktisch gar nicht mehr hast. So, Lamus geht mir eigentlich am Arsch vorbei tatsächlich aktuell. Ich will nur mit TM daran. Dankeschön. Junge, Lamus übertreibt einfach. Warum ist es so schnell? Ja, ne, 43, das tue ich mir nicht an. Das Gebiet hier ist sowieso voll seltsam, ne? Ich kann von unten her versuchen. Wie sieht es eigentlich so aus, ne? Ja, das andere Garados gibt es hier vor allem wild. Vielleicht in das andere Viech hier ja tatsächlich auch nur nachts, ne? Könnte ja auch sein. Wir haben eine Bank, kannst du über Nacht werden lassen. Und dann auch die Minzen. Okay. Ja, man sieht ja hier auch, was sie Schönes haben. Da hier Beeren, also von dem her. Ein bisschen gucken, ne? Wenn sie ja richtig sehen. Na toll. Erdbeben! Ah, gibt's ja doch einen Move, okay. Watteschild. Watte hatte du denn da? Warte mal. Ah, Mist. In den falschen Boxen. Das ist ein bisschen doof. Ja, unsere Pokémon machen sich gut, ne? So, können wir vielleicht die beiden mal switchen. Im Duranga muss er zugeben, eigentlich schon ein cooles Pokémon. Momentan macht er nicht gerade so eine gute Falle. Ist ein bisschen nervig. Die Level 39, ne? Ist eigentlich schon relativ hoch tatsächlich. Also vor allem Duranga ist das Problem, weil es einfach zu langsam ist tatsächlich. So. Die richtige Box, perfekt.
Zeitlich sind wir sowieso auch am Ende, also insofern... Oh, da haben wir es ja. Warte mal, die kann ich eigentlich Iskala hier entwickeln. Auf dem DS damals, war glaube ich auch, ne, ich glaube 6. Generation tatsächlich. Also müsste dieses Spiel hier sein, also ja, diese Region hier, wo es auftauchte. Aber war Iskala nicht, der Quatsch nicht, den 3D am Kopf drehen musste? Okay, die Switch kannst du theoretisch auch am Kopf drehen, okay. Also ja, wird schon irgendwie gehen. So. Gedankengut. Oh, Gifti waren schlecht. Hitzewelle, Surfen nehmen wir natürlich auch gerne. Matschbombe und sowas später gibt es auch cool. Ja, also die Entwicklung aber als Elite-Viech, das mache ich dann nicht. Wir haben eh schon alle, ne? Also Wildsektor 11 ist damit auch geradet, wenn man so will. Perfekt. Ich finde es seltsam, dass irgendwie gar keine Rede von Fleckmon ist, obwohl das ah doch, da ist er. Okay, nichts gesagt. 12 wäre eventuell nächste Folge etwas. Oder machen so ein bisschen anderes und so, ne? Immer ein paar Sidequests übrig, auch die Mega-Viecher und so. Und ja, nicht zu vergessen, ne? Ich sollte ja auch noch diesen gucken in Online-Matches, ne? Sitzbänke, ja, Kaffee-Dinger wären so schlecht, gerade auch für Riolu. Sag mal, Sitzbänke gibt es ja eigentlich überall hier, wo Dinger sind, Pokémon Center. Wäre ja irgendwie auch praktisch, ne? Du, 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 du. Naja, also Riolo braucht natürlich noch ein bisschen mit der Zuneigung und so, wenn man das zu Lucario entwickeln könnte. Rutena und Fiaro machen dafür mittlerweile einen guten Job. Kann ich den noch ein bisschen... Ja komm, XS-Ding habe ich noch, ne? Da geht noch was. Rutena entwickelt sich, glaube ich, auch ja, so bei 36 oder so herum, ne? Und bei Riolu, ich weiß nicht, ob das was bringt, ne? Das wird so heißt, hey, ja, du kannst entwickeln. Das wäre ein bisschen zu schnell, glaube ich. Naja, haben wir schon gedacht. Aber ist egal. Freunde, ich setze mich kurz hin. Und hänge meinen Pokémon ab, da ist doch auch geil. Mit dem aktuellen Team ein bisschen, ne? Naja. Vieles noch in einem Training und so, aber das wird schon. Das heißt, nächste Folge, entweder gucken wir nachts, wie es so aussieht mit noch der anderen Zone, ne? So Wildzone-mäßig, oder aber ja, gucken uns vielleicht doch schon Mega Mini-Pokémon an, oder eben doch, ich versuche mich online durchzuboxen. Ne? Wir haben, glaube ich, jetzt auch 6 Pokémon mit Level 39. Bei den Online-Matches wirst du eher auf Stufe 50 hochgepusht. Und vielleicht reicht es schon für den Quatschutsu nicht, ne? Mal schauen. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zu über Pokémon-Legenden. CA. Oh yay. Tschüssi.